Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Warten ist anstrengend. Besonders dann, wenn wir auf etwas warten, was wir sehr gerne hätten. In diesen Fällen ist Warten auch frustrierend, wenn nicht gar erdrückend. Vor allem dann, wenn etwas nicht eintrifft, wo man sich schon lange danach sehnt. Man möchte fast sagen, die Welt wäre viel besser, wenn man nicht die ganze Zeit und immer wieder warten müsste. Auch für uns gläubige Christinnen und Christen ist das Warten häufig eine Herausforderung. Auf der einen Seite wissen wir, Warten und Geduld gehören irgendwie zum christlichen Leben und zum Gottvertrauen dazu. Aber auf der anderen Seite fragen wir uns manchmal, warum Gott einen so sehnlichen Wunsch nicht einfach erfüllt. Er könnte doch. Schliesslich ist Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, wie es in Matthäus 28,18 steht. Warum müssen wir trotzdem immer wieder warten? Warum lässt sich Gott bei diesen Sachen so lange Zeit? Und überhaupt, warum werden diese Wünsche und diese Sehnsucht gar nicht erfüllt? Es liegt mir fern, eine Antwort auf solche schwierige Fragen zu geben. In Momenten, wo sich uns die Fragen schmerzhaft stellen, ist eine menschliche Antwort sowieso unzulänglich. Ich möchte vielmehr einen Wechsel von der Blickrichtung vorschlagen und danach fragen, was Warten eigentlich ist. Schauen wir zurück zum Anfang der Welt. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Alles, was es gibt, kommt von Gott. Die Bibel versichert uns, es ist gut. Wenn der Text genau gelesen wird, merkt man aber, das Werk, die Schöpfung, die Gott gemacht hat, ist noch gar nicht fertig. Nein, vielmehr setzt Gott den Mensch in ein unvollendetes Werk hinein und gibt ihm einen Auftrag, nämlich das Werk gut zu verwalten, die Schöpfung gut zu verwalten, zu vollenden. Wir kennen die Geschichte alle. Die Menschen sündigen und die Welt geht in Brüche. Das, was Gott gut gemacht hat, ist durch die Sünde des Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bibel schildert es in der höchstmöglichen Radikalität. Alles Dichten und Trachten vom Menschen ist böse und nur böse immer da, wie es im 1. Mose 6,5 steht. Genau an dieser Stelle wird ersichtlich, was es mit dem Warten auf sich hat. Weil die logische Konsequenz nach dieser vernichtenden Aussage wäre, die Menschheit und die ganze Welt muss vernichtet werden. Der springende Punkt ist, genau das hat Gott in der Sintflut nicht gemacht. Die Schöpfung wird im höchsten Maß als verdorben beschrieben und Gott hat sie mit Fug und Recht verwerfen. Aber anstatt dass er das tut, findet ein Mensch Gnade vor dem Herr. Der Noah, ein frommer Mann, der mit Gott wandelt. In der fast ganz zerstörten Schöpfung gibt es einen, der nach Gott fragt. Und so entschließt sich Gott, nicht die ganze Schöpfung wieder zu vernichten, sondern auf uns Menschen zu warten. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Gott immer und immer wieder auf uns wartet. Alles, was Gott braucht, sind Menschen, die nach ihm fragen und auch auf ihn warten. Weil gerade im Warten zeigt sich, was man eigentlich lieber hat. Die Gabe oder der Geber. Will ich nur meinen Wunsch erfüllt haben oder liebe Gott um seiner selbst willen? Gott hat die Menschheit vernichten, weil sie böse war, durch und durch. Aber er entschließt sich immer wieder zu warten, weil er uns um unser Selbstwillen liebt. In allen Schmerzen vom Warten dürfen wir also darauf vertrauen, dass der schon so lange auf uns wartet, sich auch wirklich wird offenbaren. Die Frage ist, bist du bereit, auf Gott zu warten, wie er auf dich wartet?